Nach dem Panikduell kommt das verlorene Seelenduell. Oder so ungefähr zumindest. Willkommen zurück, Freunde, zu Yu-Gi-Oh! Legacy of Duel Link Evolution. Joey kam völlig außer Atem, als er vor Angst wegrannte. Was? Er schaute kurz hinter sich und sah, wie Kaibers blauiger weißer Drache sich auf ihn stürzte. Er wollte schon nach Joey greifen, als Joey aus seinem Albtraum erwachte. Ein Traum? Puh, wir werden sehen, wer hier auf der Insel das Sagen hat. Leute, wacht auf! Was ist los? Gar nichts, Mann. Neuer Turniertag beginnt und ich bin ganz heiß auf ein Duell. Okay, aber schrei hier nichts herum, ja? Guten Morgen, Thea. Wo ist Mai? Ist nicht bei dir? Sie hat gesagt, sie muss gehen und ich sollte diese Nachricht geben, Yugi. Im Zettel stand, dass Mai sich 8 von Yugis Sternenmarken ausgeliehen hat. Richtig, also gut, gehen wir. Ich frage mich, wie viele Duellanten noch auf der Insel sind. Gestern haben sie ein paar Dutzend nach Hause geschickt. Ich wette, inzwischen wurden noch mehr eliminiert. Und einige von ihnen waren wirklich gute Spieler mit mächtigen Karten. Wir können die Nächsten sein. Auf keinen Fall, Yugi. Die anderen sind nur auf den Preis aus. Du und Joey, euch geht es um viel mehr. Das stimmt. Ich muss Großvater vor Pegasus retten. Und Joey braucht das Preisgeld, um seiner Schwester Serenity zu helfen. Noch stärker? Ja, alle werden stärker sein. Werden immer stärker sein, so gut wie keiner war, oder irgendwie so. Ich habe 2 Duellanten gefunden. Einer ist ein absoluter Idiot, aber der andere ist wirklich nicht von schlechten Eltern. Er heißt Yugin, ist derjenige, der Kaiba besiegt hat. Alle glauben, er wird es bis in Pegasus Schloss schaffen. Yugi? Ja, ich habe von ihm gehört. Er soll ein harter Brocken sein, zumindest, wenn man seinem Ruf Glauben schenkt. Ja, wir haben ihn noch nie in einem Duell gesehen. Woher sollen wir wissen, wie gut Yugi wirklich ist? Außer uns geht niemand ins Schloss. Deshalb habe ich mich mit dem brillantesten Duellanten auf der ganzen Insel zusammengetan. Das stimmt, wenn du dieses Turnier gewinnen willst, musst du cool bleiben und Bandit Keith das Denken überlassen. Hörst du, Pegasus? Bald ist die Zeit der Rache gekommen. Rache für die Art und Weise, wie du mich bei der Duel Monsters International Championship gedemütigt hast. Am Ende ging es nur um dich und mich und ich halte dich genau dort, wo ich dich haben wollte. Ich war mir so sicher, dass ich gewinnen würde, aber du hast einfach nur etwas auf einen Zettel geschrieben und einem Jungen aus dem Publikum gegeben, das Duell für dich zu übernehmen. Hey, was machst du da? Es ist verboten, um Hilfe zu bitten. Ich brauche keine Hilfe, Bandit Keith. Ich könnte auch ein Kind besiegen. Und das wird ich beweisen. Pegasus gab dem Kind den Zettel. Befolge einfach diese Anweisung, dann wirst du gewinnen. Ich wusste nicht, was ich davon halten soll. Hast nur versucht, mich zu verunsichern, da wolltest du kneifen. Aber spielte keine Rolle, solange ich das Preisgeld bekam. Nachdem Bandit Keith eine Karte gespielt hatte, schaute das Kind auf den Zettel, befolgte die Anweisungen und erntete die restlichen Lebenspoints von Bandit Keith ein. Wie bitte? Du kleine Rotznase, du kannst doch auf keinen Fall wissen, dass ich diese Karte spielen würde. Bandit Keith riss dem Kind den Zettel aus der Hand. Zeig her. Hier steht alles. Die Karte, die ich spiele, wie man sie schlagen kann. Alles. Nein! Mag sein, dass du mich besiegt hast, Pegasus, aber du hast geschummelt. Niemand hält Bandit Keith zum Narren. Ja, geschummelt kann man durchaus sagen. Ja, einfach auf andere Art und Weise, aber gut, ja. Was sind Idioten ausschalten? Achso, Joey. Joey rannte in den Wald. Wo willst du hin? Ich will sie verfolgen. Was? Was ist das für ein Ort? Willkommen in der Arena der verlorenen Seelen. Gib die Hoffnung auf, denn hier kommt kein Duellant Leben heraus. In dem Friedhof sein. Ja, da. Komm, so. Was? Guki, der Hartkörper-Oger. Oh, ein Link-Monster. Gerne das zweite, weil wir gerne eine Karte ziehen. So, hat Joey eigentlich, müsste sogar bereits natürlich ein Ding im Deck haben. Den schwarzen Rotangdrachen. Okay. Nicht schlechter Specht. Genau, ich rufe einfach mal einen Zauber der Zeit und lasse direkt mal... gut, ich habe da zwar eine Rechnung offen, von dem her. Noch den gleichen Quatsch, wie Joey schon immer hatte. Okay, ich rufe mal einen Zauber der Zeit, komm. Hab ich keinen Bock drauf. Zeitzauber aktivieren! Dankeschön! Was? Achso. Ich dachte eigentlich, er macht noch ein bisschen mehr.
Dann setze doch mal noch eine Karte verdeckt. Und beende meinen Zug. Er wird garantiert jetzt ein Viech im Angriffsmodus rufen. Und das will ich ja. Oh, sogar ein Zombie-Drache. Nein, ich will nur ganz kurz gucken. Kein Spieler kann Monster als Tributbeschwörung beschwören, außer Zombie-Monstern. Ach nö. Ja, alle auf dem Spiel sind Zombies. Das habe ich schon gesehen. Aua. Schmerzen. Das sind Schmerzen, Freunde. Schmerzen sind es. Ja gut. Zombies also, wa? Dann rufe doch mal einen Axträuber. Nö, braucht's nicht. Dann switchen wir mal in die Battlephase und greifen seinen Zombie-Drachen an. Na, wie sieht's aus, Kumpel? Was machst du? Ist überhaupt etwas? Machst du nix? Nö. Er ist doof, er macht nix. Bye bye, Zombie-Viech. Nein, hör auf damit. Gut, mit Kette. Schnauze. Nö. Nee. Nee. Oh, da schreit der Untoten. Ernsthaft? Ja gut, wenn es dir so wichtig ist, was bringt's dir groß? Du kannst zwar den Effekt nutzen, um den Zombie-Drachen zurückzuholen. Du hast ein starkes Monster auf der Hand, was du Tribut beschwören willst. Nö, er ist doof. Moment, ihr wart noch. So, jetzt. Na dann, Kunai mit Kette. Yo, Mann. Beide Effekte. Freundliche Wohltat, die kommt wie gerufen. Nochmal 3 nette Karten. Die beiden sind gut, die können behalten. Fusion ist ein bisschen doof. Der ist auch doof. Das, wobei. Kommt noch irgendwas Brauchbares? Ne, kann man schmeißt die Fusion mal weg. Und den auch. Kein Bock drauf hat die. Nur auf mal einen weiteren Axträuber. So. Setzen wir mal noch eine Karte verdeckt. Aber nur weil wir es können. Und dann greifen wir einfach mal schön an. Einmal pro Spielzug. Okay, machen den mal platt. Man weiß nie, was sonst im nächsten Zug machen würde. Panzerzombie geht auch drauf. Und dann vielleicht je nachdem im nächsten Zug mal so eine Feldzauberkarte vernichten. Also Zombie-Welt. Obwohl andererseits momentan nicht wirklich nötig. Ah, jetzt kommt das schon wieder. Eine freundliche Wohltat, Joey, du hast drauf. So. Garusis, ja, aber ist man opfern muss, ich weiß nicht. Jawohl, ein Babydrachen könnt ihr eigentlich spielen und dann nachher für ihn opfern oder so, das wäre eine Option, aber ja, schwer entschieden, aber irgendwie ein Monster, was es lohnen würde. Momentan eigentlich auch nicht, wa? Komm, schmeiß den mal weg, brauche ich sowieso nicht. Und dann ihn noch. Nein, brauche ich nicht. Nein, lass das. Aus! So. Na, Bones? Wie sieht's aus? Zählst du bereits eine Knochen? Versteht ihr den Bones und so, weil er gleich platt ist? Dann ist egal. Weil wir auf dem Friedhof sind vor allem. Ist der Witz. Das ist ein Spruch. Das ist für die Geschichtsbücher. Ja gut. Wir sind gleich durch hier. Bones, der Knochenjäger, wo nicht mehr viel zu tun.
So, komm, wenn er sowieso nichts macht, dann mach ich das endlich mal. Staubtornado und bye bye. Zombie-Welt. Schade. Kam gar kein Flammenschwertkämpfer raus. Auch nicht so schlecht jetzt. Also, die Karten, die Joey so hat, könnten auch schlimmer sein, ganz ehrlich. Ist sogar ein Feuermonster groß, ist krass. Die LP deines Gegners wurden auf 0 reduziert. Noch während des Duells fanden Joeys Freunde die Höhle und trugen ihn mit ihrer Anfeuerung zum Sieg. Alles klar, Mann. Joey, du hast gewonnen. Ja, Mann. Man sieht sich, du Loser. Aber warte, Boss. Boss. Was für ein Idiot. Oh, auf das Duell freue ich mich bereits zwischen Joey und Benny Keith. Ja, das ist alles. Ja, gut, das geht. Bla bla. So. Wir haben gewonnen. Das ist die Hauptsache. Friedhof und die Hand des Todes. Okay, klingt krass. Die Stunde Wahrheit. Ne? Natürlich als Kaiba. Hey, ist klar. Okay. Während sich Yugis Team durch das Turnier kämpft, wenden wir uns jetzt einen Moment lang Seto Kaiba zu. Wie ihr wisst, wurde Seto bisher nur einmal in Duellmonster besiegt. Und zwar von Yugi. Seto hat einen kleinen Bruder namens Mukuba. Wurde auch entführt von Pegasus. Ja gut, da hat er irgendwie Bock drauf. Warum tut er das? Spaß daran, dass ständige Taut sind, sich den Yugi zu beobachten. Das ist nicht aus der Sprache, was willst du? Sobald ich Yugi besiegt habe, komme ich zurück. Dann löst er besser ein Versprechen ein, die Seele meines Bruders wiederherzustellen. Denn wenn nicht, wird es mir ein Vergnügen sein, eine Seele aus meiner eigenen Art von meinem Körper zu trennen. Okay. Was, sind bereits genug Marken? Da fehlen noch ein paar Duelle. Ah, warte mal. Vielleicht orientiert das Spiel ja mehr dem Manga zu als im Anime. Es gibt ja gewisse Stellen im Anime, auch schon in der ersten Serie, die ja nicht unbedingt Kanon sind, von dem her. Endlich. Großvater, ich komme. Hey Leute, schaut mal. Ihr glaubt nicht, wir uns den Weg ins Schloss versperrt. Kaiba! Ich kann ihn nicht vorbeilassen, Yugi. Ich habe 10 Sternmarken gewonnen, also geh mir aus dem Weg. Du hast vielleicht genug Sternmarken gewonnen, um dich für die Playoffs im Königreich-Duell anzuqualifizieren. Spielen wir hier Eishockey oder was? Aber ich kann dir nicht erlauben, gegen Pegasus anzutreten. Er gehört mir. Du und ich werden noch ein letztes Duell austragen, Yugi. Ich werde nicht gegen dich antreten, das muss ich nicht. Also bist du dir nicht mehr so sicher, dass dein sogenanntes Herz der Karten dir zum Sieg verhilft? Du hast einfach nur Schiss, dass du mich kein zweites Mal besiegen kannst, du Feigling. Lass ihn in Ruhe, er muss gar nichts beweisen. Yugi, du hast gesagt, dass du gewonnen hast, indem du das Herz der Karten genutzt hast. Und lange Zeit wusste ich nicht, was das bedeutet. Ich glaube aber, jetzt weiß ich es. Und Pegasus musste es mir zeigen. Der hat mir einen Grund gegeben, mein Herz in die Karten zu legen. Zum ersten Mal habe ich mein Duell Feuer und Leidenschaft im Herzen. Ja, und später hat das irgendwie wieder verloren, oder wieder was. Ich habe mich verändert. Ich verdiene eine Revanche. Lass mich jetzt gegen dich antreten, Yugi. Lass mich aus den richtigen Gründen gegen dich spielen. Kaiba, nimm dein Duell an. Wir werden ja sehen, was du wirklich gelernt hast. Okay, als Kaiba spielen wir. Jetzt bin ich mal gespannt. So, natürlich als Zweiter, wie gewohnt. Ja, die Fusionskarte müsste eher weniger sein, aber okay. Okay, Yugi legt schon mal richtig los. Ich nehme an, er hat... Wann hat er? Jo, er hat einen Ultradrachen, okay. Macht ja, sind einfach noch 2 weitere weiße Drachen. Was macht denn die Karte? Kunst des Beschwörers. Da sage ich nicht nein, da sage ich nicht nein. Genau, aber noch ein paar weitere weiße Drachen auf der Hand. Und damit wisst ihr auch schon vorhin, was ich vorhabe. Ryu Kishi macht, rufe ich schon den oder rufe Jin Lamp? Ich rufe mal Jin Lamp, heißt kaum.
Yu-Gi-Oh! Kurioserweise auch noch ein Fusionsmonster. Hey, was ist hier bitte los? So, Fluchzerstörer. Zerstören wir seine Zauberkarte. Jetzt geht die jetzt zurück aufs Deck. Vielleicht habe ich Glück und noch gar nichts mehr auf der Hand. Das ist das Problem am Fluch des Einhorns, oder wie die Karte wieder hieß. Jo, ich hatte Glück. So, dann noch einen dritten weißen Drachen. Die Wand der Illusion. Die gefällt mir. Die ist praktisch. Denn die schickt ein gegnerisches Monster sofort zurück auf seine Hand, wenn er es angreift. Egal, ob er es zerstört oder nicht. Das ist natürlich geil. Okay, noch 32 Karten im Deck und ich brauche noch einen weißen Drachen auf der Hand. Ich hoffe, Kai hat noch so ein paar extra Ziehkarten, mit denen er noch ein bisschen was machen kann. Das wäre natürlich sehr praktisch. Okay, man sieht schon, Yu-Gi-Oh! Tatsächlich eigentlich gerade nichts Brauchbares auf der Hand. Die Frage ist, sind es irgendwie Tributmonster? Weil Exodia kann es nicht sein. Okay, aber sogar das jetzt wieder, eine Monster-Reanimation. Sehr gut, damit kann man auch schon arbeiten. Ich schicke jetzt trotzdem den jetzt mal noch ins Feld, weil ich weiß ja genau, was sonst noch kommt von ihm. Komm schon, ich brauche einen dritten weißen Drachen. Hat er jetzt zwei oder hat er jetzt den anderen wieder... Hat den anderen wieder einfach auf der Hand gehabt? Kein Plan. So, warte mal. Dann opfer ich doch mal das Teil. Rufe den Schwertkämpfer. Der heißt nur Schwertkämpfer. Kein Plan warum. Sieht nicht unbedingt aus, ein typischer Schwertkämpfer, wenn ihr mich fragt. Aber angenommen, Yu geht nochmal einen riesen Steinsoldaten auf der Hand, weil jetzt sieht er das Flut des Einhorns. Würde bedeuten, er könnte es trotzdem nur auf 2000 hochpushen. Wir wären gleich stark, von dem her. Hat er jetzt wirklich Flut des Einhorns verdeckt gespielt? Fusionsweise, scheiße. Gut, ich spiele sie trotzdem mal, weil dann ist die Karte aus dem Deck raus. Ja, ich verstehe, wieso Kaiba die Karte im Deck hat, aber ist natürlich jetzt ein bisschen doof, wenn ich es auf dem weißen Drachen absehe. Ich bräuchte nochmal so eine Karte, mit der ihr nochmal so einen weißen Drachen aus dem Deck ziehen könnt, aber irgendwas anderes. Wie es auf Zeit zu spielen. Ich weiß, ich tue es ungern, aber ich habe jetzt so eine geile Gelegenheit. Ach du Scheiße. Ja, ja, Gaia. Lass mich raten, Gaia. Da kommt der gute alte Gaia. Drachenmeister Gaia natürlich. Jetzt spielt noch irgendwie sein scheiß Horn, wa? Was hat er auf der Hand? Okay. Das ist toller Power. Ei, Gamba. Kaiba, das sind Schmerzen. Was? Wie? Die Software wurde beendet, weil da ein Fehler aufgetreten ist. Ernsthaft jetzt? Ich will den dritten weißen Drachen aus dem Deck ziehen? Warum will ich das wohl? Weil ich vorhabe, einen ultimativen blauäugigen den blauäugigen... Moment, wie ist er im Original schon wieder? Ultimativen Blauaugendrachen, nee, das übersetzt ins Text, der blauäugige Ultradrache zu rufen. Und das ist die Quintessenz davon. Vor allem, das muss man sich mal reinziehen, ey. Dass irgendwie ein Spiel abstürzt. Auf dem PC und so erleben das öfters mal. Oder, aber heißt öfters mal, man erlebt es vielleicht mal, ne? Dass irgendwie ein Spiel abstürzt und so. Vielleicht sogar der PC abschmiert, oder Bluescreen und so, das kann mal passieren. Aber, dass tatsächlich mal eine Konsole abschmiert während des Spiels oder das Spiel abschmiert, passiert eher selten. Hatte, glaube ich, kürzlich auch mal auf der PS mit, was war schon, glaube ich, Marvel's Avengers. Ich glaube, da ist einfach hängen geblieben.
aber nicht richtig abgestürzt. Und jetzt will ich einfach so, nö, wir wollen nicht mehr. Wir wollen nicht, dass du das Monster spielst. Was für ein Scheiße, alter Schwede. Ja gut, Leute, bringt nix. Guckt mir das an. Wir werden natürlich nicht direkt an der gleichen Stelle weiterspielen können. Das ist leider so. Muss mal gucken, inwiefern ich da wieder vorspielen kann, ob wir einfach direkt zu Beginn des Duells starten. Idealerweise wäre natürlich schon lieber, wenn wir direkt wieder dort wären, wo ich den Ultradrachen spielen würde, aber eben, das ist natürlich relativ unwahrscheinlich. Oder ich spiele einfach mal so weit vor, bis ich wieder mal davor wäre, ihn zu rufen. Das wäre natürlich eine andere Gelegenheit. Naja, mal gucken, wie es weitergeht. Im nächsten Part zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Hoffentlich ohne Fehler. Bis dahin, ciao zusammen.